Willkommen in der Schweiz. Hallo zusammen, schön sind ihr wieder mit dabei. Ich bin Sophie und begrüße euch ganz herzlich zu der 3. Episode von Willkommen in der Schweiz. Es ist Mitte Dezember, das heisst, die Weihnachtszeit ist schon so ziemlich da. Oder zumindest schon mal die Adventszeit. Adventszeit, das nennt man in der Schweiz eigentlich den ganzen Monat Dezember, würde ich sagen. Und darum will ich euch heute ein bisschen erzählen, was für weihnachtliche Traditionen wir in der Schweiz so haben. Ich fange gerade an mit Sachen, die man in der ganzen Adventszeit so macht. Eins davon ist ein Adventskalender. Das ist so ein, ja, wie der Name sagt, ein Kalender. Den braucht man für den ganzen Monat Dezember, um sich die Vorfreude auf Weihnachten noch ein bisschen besser zu machen. Ein Adventskalender kann ganz viele verschiedene Sachen haben, aber das Wichtigste ist, dass man jeden Tag etwas hat, wo man kann aufmachen, sich überraschen lassen und so jeden Tag, wo ein Stückchen näher an Weihnachten ist, feiern. Es gibt zum Beispiel ganz typische Adventskalender, die haben für jeden Tag vom Dezember ein schönes Bildchen, wo man kann aufmachen kann, also so ein Türchen, wo man kann aufmachen kann. Und hinter jedem Türchen hat es dann ein schönes weihnachtliches Bild. Zum Beispiel hat es Engel oder Christbaum oder ein Samichlaus oder was auch immer. Das ist so sicher der klassische Adventskalender. Also mit Türchen, hinter denen schöne Bildchen sind. Auch sehr beliebt sind Adventskalender, wo etwas mit Essen zu tun haben. Zum Beispiel gibt es welche, die Schoki haben, hinter jedem Türchen. Da kann man also jeden Tag vom Dezember ein neues Stückchen Schoki essen. Und wir haben jetzt einen Adventskalender mit Tee. Das heisst, wir haben jeden Tag einen neuen Tee, den wir probieren können. Gerade gestern haben wir zum Beispiel einen feinen Fencheltee gehabt. Also etwas sehr Würziges, kann man sagen. Das war sehr fein und ich bin schon gespannt, was es heute Abend für einen Tee hat. Dann, nach dem Adventskalender, gibt es auch noch eine andere Tradition, die sich durch den ganzen Dezember zieht. Und zwar ist das der Adventskranz. Das ist so ein Kranz. Das ist etwas, wo grüne Zweige von einem Tannenbaum in eine runde Form gebracht werden. Also es ist eigentlich so eine runde, grüne Dekoration. Aber es hat auch 4 Kerzen, die man in dem Ring oder in dem Kreis platziert.
Und jede von diesen 4 Kerzen steht für die 4 Advent. Falls ihr das nicht wisst, Advent sind eigentlich immer die 4 Sonntage, die vor Weihnachten sind. Das heisst, der erste Advent zum Beispiel ist genau 4 Wochen vor dem letzten Sonntag vor Weihnachten. Und der zweite Advent wäre dann also 3 Wochen vorher, der dritte Advent 1 Woche vorher und der 4. Advent ist dann am Sonntag vor Weihnachten. Das heisst, 1 Monat vor Weihnachten zündet man also die erste Kerze vom Adventskranz an. Das ist der erste Advent, oder? Und am 2. Advent tut man dann 2 Kerzen anzünden, also die erste und die zweite. Am 3. Advent dann 3 Kerzen, die vom 1. Advent, vom 2. Advent und vom 3. Und dann das Gleiche nochmal am 4. Advent, wo dann endlich alle 4 Kerzen brennen. Und dann an Weihnachten selber tut man meistens auch nochmal alle 4 Kerzen anzünden. Wir haben dieses Jahr keinen Adventskranz. Wir hatten keine Zeit zum einen machen oder kaufen. Aber früher, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, haben wir das immer gemacht. Und wir haben immer selber einen gebastelt. Und die sind immer sehr, sehr schön gewesen. Dann eine andere Tradition ist das sogenannte Wichteln. Und das macht man meiner Erfahrung nach vor allem in den Schulen. Das ist besonders lässig für Kinder, würde ich sagen. Und zwar funktioniert das so, dass jeder Schüler in einer Schulklasse hat ein geheimen Wichtel. Und ein Wichtel ist dann eine Person, die dieser anderen Person Geschenke macht. Meistens ein bisschen kleine, herzige Geschenke. Aber der die Geschenke bekommt, weiss nicht, wer sein Wichtel ist. Und am Schluss von dieser Wichtelzeit muss man dann probieren, herauszufinden, wer sein Wichtel war. Und meistens bestimmt man, wer welche Person wichtelt, indem man alle Namen der Kinder in der Schulklasse auf kleine Zettel schreibt. Und die Zettel werden dann in eine Schüssel da und jede Person zieht dann einen Namen aus dieser Schüssel und dort drauf steht dann die Person, der man soll wichteln. Also der man soll die kleinen Geschenke machen. Das habe ich immer eine sehr herzige Tradition gefunden, weil man kann sich dann immer wieder freuen, wenn ein neues Geschenk auf dem Tisch steht. Aber es ist auch eine schöne Überraschung, weil man bis am Schluss nicht weiss, wer einem die schönen Geschenke gemacht hat. Das ist immer so spannend gewesen. Man hat immer probiert herauszufinden, wer ist echt mein Wichtel. Oder das macht alles so spannend, finde ich. Dann will ich von einer anderen kleinen Tradition reden, die es, soweit ich weiss, nur in meinem Dorf gegeben hat. Vielleicht hat es aber ähnliche Sachen in anderen Dörfern.
Aber dort, wo ich früher gewohnt habe, hat es etwas gegeben namens Schnappesel. Und zwar ist mir dort an einem Abend mit einem grossen Esel rumgelaufen. Aber das war kein echter Esel, sondern einer, den man gebastelt hat. Hauptsache war, dass es einen ganz grossen Eselkopf hatte. Und mit dem grossen Eselkopf ist man also mit kleinen Gruppen im Dorf herumgelaufen. Und man hat an verschiedene Haustüren geklopft. Und wenn jemand aufgemacht hat, hat man dann Weihnachtslieder vorgesungen. Und dann, wenn die Leute wollten, haben sie noch etwas Kleines gespendet. Also sie haben dann Geld gegeben, wo man dann an einen guten Zweck gespendet hat. Also das letzte Mal, wo ich bin in eine Gruppe mitgegangen mit dem Schnappesel, haben wir zum Beispiel Geld gesammelt für die Organisation Insieme. Das ist eine Organisation, die sich für Behinderte einsetzt. Also das habe ich immer sehr schön gefunden, weil man können mit seinen Schulfreunden im Dorf rumlaufen, man konnte ein bisschen Liedli singen, aber man hat auch Geld gesammelt für einen guten Zweck. Das ist immer sehr schön gewesen. So, jetzt komme ich zu einer Tradition, die nur an einem Tag stattfindet, und zwar am 6. Dezember. Der 6. Dezember ist in der Schweiz nämlich der Samichlaus-Tag. Und am Samichlaus-Tag kommt eben der Samichlaus, also der grosse, bärtige Mann mit rotem Mantel. Der kommt dann in der Schule vorbei. Und er hat für alle Kinder Nüssli und Schöckeli und Mandarinli dabei. Meistens ist es genau diese Mischung. Meistens sind es Erdnüssli, die man hat in diesen Samichlaus-Säckchen. Und alle Schüler haben immer so Freude, weil dann kann man ganz viele feine Sachen essen. Aber neben Samichlaus gibt es dann auch den Schmutzli. Das ist so ein bisschen die böse Variante vom Samichlaus, weil der Schmutzli ist nämlich der, wo die bösen Kinder bestraft. Also wie in den meisten Orten hat der Samichlaus eine Liste von Kindern, die gut sind, und eine Liste von Kindern, die nicht so gut waren in diesem Jahr. Und die nicht so guten Kinder werden dann vom Schmutzli bestraft. Der hat dann, also der Legende nach, hat er dann einen Besen, wo er dann die nicht so guten Kinder schlägt mit dem Besen. Aber zum Glück ist das nie Realität gewesen. Also ich habe noch nie sehen, dass ein Schmutzli ein Kind mit dem Besen geschlagen hat, zum Glück. Sondern auch wenn Kinder nicht so gut sind, bekommen sie meistens ein bisschen Süßigkeiten vom Samichlaus stattdessen. Ja, und nach dem 6. Dezember fangen sicher bald mal die Vorbereitungen an für Weihnachten. Man besorgt sich Dekoration. Meistens, oder die meisten Familien, die kaufen noch einen Tannenbaum, wo dann den Christbaum darstellt.
Also der Baum, wo